Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte aufzeigen, wie Segen, Fruchtbarkeit, wie das alles zusammenhängt. Beginnen wir mal gleich mit 1. Mose 1,22. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, mehret euch, erfüllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Das erste Gebot der Vermehrung ist an Vögel gerichtet, an Fische gerichtet. Und in 1. Mose 1,28 segne Gott die Menschen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. In Jeremia 17, Vers 5, da steht: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt, und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist die Fluchseite, die linke Seite. Die Segensseite, die rechte Seite: Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Seit vielen Jahren beschäftigen mich diese Bibelstellen. Ich kann mich erinnern in meinem Leben und damals als Jugendlicher, da konnte ich mir schwer vorstellen, dass Gott mein Leben gebrauchen könnte, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, zum lebendigen Glauben an Gott kommen würden durch mein Leben. Ich konnte mir es einfach nicht vorstellen. Und da haben mir solche Bibelstellen sehr stark geholfen. Jeremia 17, ganz ähnlich ist auch Psalm 1, dieser Vergleich von uns Gesegneten mit einem Baum am Wasserbach gepflanzt, der ohne Aufhören Frucht bringt. Dieses Thema Fluch oder Segen zieht sich durch die ganze Bibel. Ich möchte noch andere Stellen zeigen. Gehen wir jetzt ins Neue Testament, und zwar bei Jesus selber. In Lukas 8, Vers 14. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben, hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Da sind wir mitten reingesprungen, und zwar in das sogenannte Sämann-Gleichnis. Jesus spricht davon, dass der Sämann, der streut Wort Gottes aus, also den Samen aus übers Feld. Und da gibt es verschiedene Arten des Bodens. Da gibt es den Weg, die Samenkörner fallen auf den Weg, die Vögel kommen, picken es weg. Das ist wie jemand, der nicht mal richtig zuhört, nicht mal richtig versteht das Wort Gottes, und schon ist es gestohlen. Und dann ist davon die Rede, dass auf den felsigen Boden fällt. Das wächst ganz schnell, verdorrt aber auch schnell wieder. Leute, wie die ganz schnell begeistert sind und dann fallen sie wieder weg vom Glauben, fallen sie ab. Und dann ist die Rede, wie wir hier gerade gelesen haben, von Personen, bei denen fällt das Wort Gottes wie unter die Dornen. Das sind Personen, die sind geprägt durch Sorgen, sie machen sich Sorgen, sie trachten nach Reichtum, sie wollen sich unterhalten, in den Vergnügungen des Lebens verstrickt, und nichts vom Wort Gottes kommt in ihnen zur Reife. In Lukas 8,15 ist davon die Rede, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.
Also ist ganz klar davon die Rede, dass das Ausharren, Geduld haben, braucht es genauso wie in der Landwirtschaft, auch wenn es darum geht, geistliche Frucht zu bringen. Ein Vers, der mich auch seit Jugendtagen begleitet, ist Sprüche 11, Vers 30 nach der Elberfelder Übersetzung. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen, gewinnt Menschen für sich. Das hat mir persönlich sehr geholfen zu wissen, das ist ein Versprechen, das Gott uns macht. Ich war sehr schüchtern, konnte mir nicht vorstellen, Menschen für den Glauben zu gewinnen, aber ich habe mich abgestützt auf diese Versprechen Gottes, also oder auch Verheißungen genannt, und wusste, ich bin ein gesegneter Mann, ich vertraue Gott, vertraue, was in seinem Wort steht, und da ist ein Versprechen, das mir gemacht wird, ich werde Menschen gewinnen. Und tatsächlich geschah das dann auch immer stärker in meinem Leben. Es hat begonnen, dass Gott mir das versprochen hat, dass er mich damit segnet, dass ich auch Menschen gewinnen werde, und zwar für sein Reich. Und es geht darum, dass wir alle Personen werden, Lukas 8,15, das sind in der guten Erde, aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ein weiterer Vergleich von Segen ist Galater 5,19, also das ist noch nicht Segen, sondern das wäre der Fluch, die Fluchseite. Ich lese auf der linken Seite, offenbar aber sind Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien, dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich denke, das ist die ganz große Herausforderung, das Lauwarme, das heißt, ja, ich lasse das auch zu, solche Sachen, und will aber auch Frucht bringen, diese Rechnung geht nicht auf. In den Sendschreiben spricht Jesus, die Lauwarmen, die spuckt aus wie lauwarmes Wasser. Also es ist sehr ernst, wir können nicht liebäugeln mit der Welt, mit fleischlichen Dingen und gleichzeitig erwarten, dass wir Frucht bringen. Das eine schließt das andere aus. Sondern der Charakter von Jesus wird in uns gebildet. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist uns versprochen, wenn wir Jesus nachfolgen. In Matthäus 7,15 gibt es noch einen ganz krassen Vergleich. Da werden wir gewarnt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Und dann sagt er auch, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern der den Willen tut. Also es gibt Personen, die einfach behaupten, was dann nachher noch folgt. Sie behaupten, ja, wir haben doch in deinem Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen Wunderwerke getan. Und damit werde ich ihnen bekennen, sagt Jesus, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, sie behaupten, dass sie solche Dinge tun, im Namen von Jesus, Weissagen, im Namen von Jesus Kranke heilen. Aber es war nicht im Namen von Jesus, es war nicht in seinem Auftrag. Oder sie haben einfach behauptet, sie würden das tun, aber haben es einfach nicht getan. Und dann steht noch Matthäus 7, Vers 20, die Segenseite. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ganz wichtig, Jesus hat uns beauftragt, in seinem Namen zu heilen, in seinem Namen Wunderwerke zu tun. Das ist ein Befehl. Das sind die Gebote, also die 12 aussandte, dann die 72 aussandte.
Das Evangelium kündigen gehörte genauso dazu wie Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben und so weiter. Also es gibt Leute, die behaupten es einfach, tun es aber nicht. Die sagen einfach Herr, Herr, aber sie tun es nicht. Andere behaupten, sie machen es im Namen von Jesus, aber sind nicht in seinem Auftrag unterwegs, sondern sie missbrauchen solche Energien und Kräfte, die sie von Gott einfach gestohlen haben. So wie die Zauberer in Ägypten, die auch ein Teil der 10 Plagen nachmachen konnten durch Zauberei. Und die ganz großen Wunder konnten sie eben nicht mehr nachmachen. Jemand, der Gottes Wort hört und tut, gleicht einem Mann, einem Menschen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und wenn der Platzregen fiel, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Es ist mir ganz wichtig, dass in dem, was ich hier bringe, es geht darum, dass wir Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Und diejenigen, deren Herzensboden gute Erde ist, die werden viel Frucht bringen. Markus 4, 8b steht, es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Wir haben ein Jüngerschaftstraining zusammengestellt. Der erste Teil mit Jesus Wunder erleben. Das ist der 5-teilige Kurs mit dem Jesus-Film Heilen wie Jesus. Und dann folgt Teil B, das weltweit bewährte Zyme-Training. Und da sehen wir auch die Themen. Und dann gibt es ein Block B, Leben als gesunde, mobile Tempel des Heiligen Geistes. Und dann noch die Fortsetzung Zyme-Training, Teil 2. Ich möchte im Detail zeigen, worum es hier geht. Im Kurs A Heilen wie Jesus mit dem Jesus-Film. Da haben wir viele Leute eingeladen, auf Esoterikmessen anschließend Gastgeber zu sein für diesen 5-teiligen Kurs. Sie durften Gottes Wunder leben, da sind Kranke geheilt worden, Menschen befreit worden von Dämonen und das Schönste, Personen von Neuem geboren worden und ehemalige Kursteilnehmer sind wieder aktiv dabei, die Inhalte des Kurses weiterzugeben. Jetzt beginnen wir bald Teil B und es wird so sein, dass ständig mit der Zeit Kurse beginnen, die alle aufeinander aufgebaut sind. Ich möchte jetzt auf Teil B eingehen. Und zwar zugrunde liegt Lukas 13, Vers 20. Mit wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl, das sind 13 Liter Menge, bis es ganz durchsäuert war. Also das Kneten ist Arbeit, das ist gar keine Frage. Bei 13 Liter Teig, das ist schon mal sehr viel. Auf Griechisch Zyme heißt Hefe. Und wir werden einen Kurs anbieten, der Kurs heißt Zyme Training. Die große Frage ist, wie stellt sich Jesus Christus das Christsein vor? Was bedeutet dies für uns heute in den 2020er Jahren? Ich möchte etwas erzählen, was geschehen ist, zum Beispiel von 2001 bis 2011. Wir sehen hier ein Ehepaar, Grace und Yin Kai, die wurden trainiert von Curtis Sargent. Curtis Sargent ist laut Wolfgang Simpson, dem Missiologen, ein moderner Apostel Paulus. Oder Neil Cole aus den USA sagt, wenn es um Jüngermachen geht, er ist der Beste von uns allen. Und der Curtis würde sofort sagen, alle Ehre gehört Jesus Christus. Und er war ein Top-Sportler, ist er wahrscheinlich immer noch. Also in der Jugend war er ein Top-Sportler, sehr gut im Studium, in der Schule, überall Spitzennoten. Und dann ist er auf ein
ein großes Problem gestoßen. Als China-Missionar war er zuständig für ein Volk, 7 Millionen, unreiches Volk, unreich mit dem Evangelium. Es gab knapp 100 Gläubige, aber die waren nicht fähig, jetzt quasi missionarisch diese 7 Millionen zu gewinnen. Und der Curtis Sargent war auf den Knien und hat gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Ich müsste 200 Jahre hier arbeiten, es würde nicht reichen, um wirklich den Auftrag zu erfüllen. Und er, der so begabt gewesen ist, sportlich, intellektuell und so weiter, kam an seine Grenzen. Und dann hat er lebhaft erfahren müssen, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und darum glaube ich, was der Curtis Sargent da bewirkt hat, so würde sich Jesus Christus, das Christsein, vorstellen. Und zwar auch in den 2020er, 2030er Jahren. Es war dann so, dass im Zeitraum von 2001 bis 2011 der Curtis hat dieses Ehepaar geschult mit 28 anderen Personen. Als Resultat von 2001 bis 2011 hatten Ying und Grace Kai in China 2,3 Millionen Jesus-Jünger gemacht. Und gerechnet bis vor 11 Jahren ist es so, dass der Curtis dann viele andere Personen geschult hat, wie Ying und Grace Kai. Und damals zusammengerechnet vor 11 Jahren, schätzt man, gab es 75 Millionen Jesus-Jünger. Ich denke, das wird heute, wahrscheinlich 11 Jahre später, mindestens das Doppelte sein. Es geht um Fruchtbarkeit. Dies ist uns versprochen, auch geistlich, auch für die heutige Zeit. Und gerade in Westeuropa sind wir herausgefordert, nicht auf das Bestehende zu schauen, dass Gemeinden schrumpfen, stagnieren, das Christentum insgesamt zurückgeht, sondern was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt die Wahrheit. Ein Prinzip, das Curtis Sargent lehrt, ist, Jesus nachfolgen ist ein Segen, klar. Andere darin anzuleiten, nach Jesus zu folgen, ist ein großer Segen. Eine neue geistliche Familie zu gründen, ist ein noch größerer Segen. Andere dafür auszurüsten, neue geistliche Familien zu gründen, ist der größte Segen. Also es geht darum, dass wir andere trainieren, die wiederum andere trainieren, die wiederum andere trainieren, und zwar im Jesus Jünger machen. Dieser Kurs, das Zyme-Training, ist das Resultat von jahrzehntelangen Erfahrungen in der Gemeinde- und Jüngerschaftsmultiplikationsbewegung mit millionenfacher Frucht. Inhaltlich geht es um folgende bewährten Punkte. Insgesamt geht es um 32 Konzepte und Tools, also Werkzeuge, die sich bewährt haben, um Jesus Jünger zu machen. Das erste Thema ist Jünger sein, Gemeinde sein, hören und gehorchen, Bibelstudium, und zwar, dass es effektiv und effizient ist, Zweierschaften bilden im Sinne von Rechenschaftsgruppen. Und es ist nummeriert also insgesamt ist es 10-teilig. Diese 4 Teile sind je 2 Stunden. Und alle 14 Tage findet das wieder statt und dazwischen geht es darum, das Gelernte anderen wiederum weiterzugeben. Und dann kommt etwas dazwischen, das habe ich persönlich entwickelt, bin noch dran, es zu verfeinern. Und da geht es um folgende Punkte. Die Lebensprioritäten richtig setzen als Jesus-Jünger machen, und zwar wenn es um die Zeiteinteilung geht. Das zweite, wie gehen wir mit unserem Körper um, dem Tempel des Heiligen Geistes? Das dritte, gesunde Bewegung und auch gesundes Krafttraining. Das heißt nicht unbedingt, dass man ein Fitnesscenter aufsuchen muss. Das vierte, gesunde, fastenähnliche, nährstoffreiche Ernährung. Viele können gar nicht fasten und da ist das ein wichtiger Zwischenschritt. Das fünfte, Fasten und Beten. Wie können wir wirklich fasten? Wir haben schon erlebt im Kurs A,
Heilen wie Jesus mit dem Jesusfilm. Und auch sonst in der Heilungsschule haben wir das schon erlebt, dass Durchbrüche oft dann geschehen, wenn Personen bereit sind, unter der Anleitung des Heiligen Geistes auch zu fasten, damit jemand geheilt wird von chronischen Schmerzen, von Fibromyalgie oder auch von Epilepsie und solchen Dingen, die heute oft betrachtet werden als unheilbar. Das 6. Thema ist Umgang mit Besitz, Finanzen im Reich Gottes. Und dann geht es weiter, wieder mit Zyme, diesem Kursangebot. Zyme, jetzt bildhaft gesprochen, diese 32 Konzepte, die in 10 Mal je 2 Stunden vermittelt werden, also 32 Konzepte und Werkzeuge, um andere zu Jünger zu machen, können wir vergleichen mit den Teigkneten. Also wir werden selber geknetet, werden selber quasi geformt, damit wir nicht nur Theoretiker sind des Wort Gottes, sondern auch wirklich Praktiker. Und im 2. Teil, im Zyme-Training, sind das erste Person des Friedens. Wie finden wir diese Person des Friedens? Wie können wir auch effektiv beten für Personen des Friedens, für suchende Personen? Thema Gebetsspaziergang. Dann 2. Teil, Treue ist besser als Wissen. Ein wichtiges Thema ist das 3/3 Gruppentreffen. Ich möchte hier was ganz konkret und praktisch zeigen. Stellt euch vor, das ist ein Stuhl mit 3 Beinen. Das eine Bein ist das Wissen, das zweite Bein ist das Tun, das dritte Standbein ist das Teilen. Wenn ich so einen dreiteiligen, also einen Stuhl habe mit 3 Beinen, und was passiert, wenn dort nicht alle Beine gleich groß sind? Also man kann auch die Frage damit beantworten, wie lebt eine treue Jüngerin, ein treuer Jünger? Ja, so jemand setzt alles Wissen selber praktisch um und teilt es mit anderen. Es ist aber so, wenn jemand, was er weiß, das göttliche Wissen aus dem Wort Gottes, auch praktisch umsetzt, mit anderen teilt, dann ist er ein treuer Jesus-Nachfolger. Wenn aber jemand das Tun, das Umsetzen vernachlässigt, ist er ein Heuchler, eine Heuchlerin. Heuchler, sie tun wenig von dem, was sie wissen. Wenn jemand zwar viel weiß, es auch stark umsetzt, aber nicht mit anderen teilt, also keine Jünger macht, dann ist er ein Egoist. Eine Egoistin. Egoisten teilen ihr Wissen und ihre Praxis kaum mit anderen. Ganz wichtig in der Art und Weise, wie die Jüngerschaft vermittelt wird, durch den Curtis Sargent, also diese Prinzipien, die wir von ihm übernehmen, indem wir diesen Zyme-Kurs anwenden, das hat sich wirklich millionenfach bewährt. Und die 3/3-Gruppen, das sieht so aus, dass wir die Zeit folgendermaßen einteilen. Der erste Teil, dort ist es rot, wie geht es dir? Auswertung, wie hast du praktisch umgesetzt von dem, was du das letzte Mal gelernt hast? Es wird auch die Vision vermittelt für viel Multiplikation, viel bleibende Frucht. Im 2. Drittel der Zeit wird das Neue, die Lehre weitergegeben, auch Gott gelobt und gepriesen. Dafür ist da Raum. Im 3. Teil geht es darum, zu beten, Ziele zu setzen, zu üben. Nochmal, was hat das mit diesen 3 Beinen zu tun? Gehen wir mal zurück. Das Bein Wissen, das ist der mittlere Teil, wenn wir 3/3-Gruppen haben, im mittleren zeitlichen Drittel. Im 1. Drittel, wo wir zurückschauen, wie haben wir das praktisch umgesetzt, selber praktisch umgesetzt, anderen weitergegeben, da befassen wir uns mit dem Tun und mit dem Teilen. Und genauso im zeitlich letzten Drittel. Da geht es darum, Ziele zu setzen
um es selber auch zu üben noch in diesem dritten Teil, um wem werden wir es konkret weitergeben. Wir sind jetzt hier im allerersten Durchgang. Heilen wir Jesus mit dem Jesusfilm, dieser Kurs läuft, wird in verschiedenen Orten multipliziert und wir steigen da ein. Teil B mit dem Zyme-Kurs, bald schon Teil C, wo es um uns geht, das mobile Tempel des Heiligen Geistes und die Fortsetzung wie der Zyme-Kurs Teil D. Und sehr bald wird es so sein, dass Personen einsteigen können direkt mit B und sie haben den Kursteil A noch gar nicht gemacht. Bald wird es so sein, man kann auch direkt einsteigen mit Teil C. Und da seht ihr verschiedene Varianten, wie das Ganze stattfinden kann in der Reihenfolge. Also jeder einzelne Teil A, B, C, D kann separat, kann da teilgenommen werden. Die wichtige Regel ist einfach die, B und D werden nicht vertauscht, sondern das baut ja aufeinander auf. Ob jetzt C nachher kommt, ob jetzt A auch nachher kommt oder vertauscht wird, das ist nicht so wichtig, sondern jedes einzelne Modul, das ist sehr segensreich, wenn man da teilnimmt und es eben praktisch an andere weitergibt. Ich möchte hier noch was zeigen, etwas ganz Praktisches. Traditionell ist es oft so, dass wir es Menschen sehr einfach machen, in die Jüngerschaft zu kommen oder Jesus nachzufolgen, dass wir beginnen mit Jüngerschaft Light. Man kann einsteigen und dann kommt immer wieder etwas dazu. Wichtig ist, Jesus hat das damals ganz anders gemacht. Der Einstieg in die Jüngerschaft war gar nicht so leicht. Ja, wo willst du dann übernachten? Jesus sagt, ja, Füchse, die haben Gruben, die wissen, wo sie schlafen. Ich habe nicht mal ein Kopfkissen. Und kommt mal mit, seid mit mir unterwegs. Und das war richtig strapaziös, mit Jesus unterwegs zu sein. Der Einstieg in die Jüngerschaft hat auch gesagt, nehmt auf euch mein Kreuz und tragt auch mein Kreuz. Jeder soll sein Kreuz tragen. Jesus hat eher davon abgeschreckt. Wer ihm nachfolgen wollte, so leichtfertig, den hat er eher von sich weggestoßen und gesagt, es hat einen Preis. Und wir so in Westeuropa, wir haben uns sehr daran gewöhnt, ja, Christ sein, kannst du mal ausprobieren, kannst mal einsteigen. Also quasi eine Light-Version, die ist ursprünglich nicht vorgesehen. Und bei diesem Kursangebot ist es ein Anliegen, wir wollen keine Kompromisse machen, wir wollen geduldig sein. Manchmal braucht es gewisse Zeit, bis wir überhaupt begreifen, wie wichtig das Jüngerschaft ist. Und da ist Gott sicher auch gnädig, aber wir möchten den Schwerpunkt darauf setzen, dass diejenigen, die treu sind, das heißt, die treu sind in der Umsetzung, die werden belohnt in diesem Kursangebot, das wir anbieten. Teilnehmen dürfen alle, aber belohnt werden natürlich diejenigen, die es treu umsetzen, weil die leben dann viel Frucht, viel bleibende Frucht. Es wird auch ganz konkret betont, hier im Westen ist es oft so, jemand bekehrt sich zu Jesus und dass es nachher Konsequenzen hat, dass der Weg etwas schmaler wird, das wird häufig Menschen erst später bewusst. Die Art, wie Jesus Jünger gemacht hat oder wie es an Orten geschieht, wo Menschen verfolgt werden, wissen sie, es ist ein schmaler Weg, Jesus nachzufolgen. Und Leute sind oft erst bereit, sich klar zu entscheiden, wenn sie bereits herausgefunden haben, es ist ein schmaler Weg, es hat auch einen Preis. Es wird auch darum gehen, dass wir das Ganze dynamisch betrachten. Es bewegen sich Menschen auf Jesus Christus zu. Ein großer Pfeil heißt mit großer Geschwindigkeit. Es bewegen sich auch Menschen von Jesus Christus weg. Kleinem Tempo, großer Tempo. Und im traditionellen Christentum unterscheiden wir meistens eher, wer gehört dazu, wer gehört nicht mehr dazu. Und Jesus nachfolgen ist eher eine dynamische Angelegenheit.
Was ganz typisch ist auf diese Art und Weise, wie wir Jüngerschaft weitergeben, jeder wird vom ersten Moment weg herausgefordert, Dinge praktisch umzusetzen. Und die Teilnehmer werden ermutigt, die Bibel selber zu lesen, mehrere Kapitel, bis 20, 25 pro Woche sogar. Das bedeutet, anfänglich sind die Schwankungen riesengroß, aber sehr bald sind die Schwankungen, dass Leute rückfällig werden, wieder überschwänglich werden, dann wieder entmutigt. So, diese Schwankungen werden eigentlich immer kleiner. Und zwar, weil die Personen trainiert werden, selber sich aus dem Wort Gottes zu ernähren und nicht angewiesen sind auf Predigten, auf ganz viele YouTube-Videos und alles Mögliche oder Gottesdienstbesuche. Nein, sie werden trainiert, dass sie sich selber ernähren können aus dem Wort Gottes. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, teilzunehmen, einzusteigen als Jesus-Jüngermacher bei diesen Kursangeboten, die wir immer und immer wieder anbieten. Und zwar ganz ohne Kompromisse möchten wir sehen, dass sehr, sehr, sehr viel bleibende Frucht in unserem Leben geschieht. Dass wir viel, viel Frucht bringen, so wie der Befehl schon uns weitergegeben wurde, und zwar direkt 1. Mose 1,22 an die Fische, an die Vögel und dann sehr bald auch an die Menschen. Seid fruchtbar und mehret euch. Und es geht wirklich darum, dass wir auch geistlich sehr, sehr viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Die Frucht des Gerechten ist der Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen, der Weise gewinnt Menschen. Ich möchte jetzt noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du hilfst bei der Entscheidung von jeder einzelnen Person, die sich dieses Video anschaut, die sich überlegt, ob das etwas ganz Praktisches wäre, jetzt einzusteigen, ein Jüngermacher zu werden und zu erleben, wie viele Menschen zum lebendigen Glauben und in die Nachfolge von Jesus geführt werden durch unser Leben. Und ich danke, dass du uns hilfst, dass wir nicht länger Teil des Problems sind, dass die Kirchen stagnieren, dass es zurückgeht, dass es lauwarm ist, sondern dass wir Teil der Lösung werden, dass wir brennen für dich und dass wir treu werden, im Wissen umsetzen, im Erkenntnis teilen, dass wir treue Personen sind, im Jesus Jünger machen. Ich danke, dass du jedem von uns sehr viel bleibende Frucht schenken möchtest für die Ewigkeit. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.